Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wunderbaren und ganz entspannten Sonntag. Heute habe ich natürlich auch wieder einen ganz schaumigen und cremigen Cappuccino am Start. Für den Smoothie auf gesund angelehnt hat es heute leider nicht gelangt. Das Video, das wir uns heute einziehen wollen, ist folgendes. So ein Schweizer Typ hat anscheinend ein paar Hypebeast Sachen bei sich daheim. Wenn man im Jahr 2020 noch Hypebeast sagt, dann haben wir irgendwie ein Problem. Aber natürlich no front. Als erstes natürlich der obligatorische Blick in die Kommentare. Hier gerade, wo bleibt der Swiss Justin? Wo ist der Schweizer Reaktionsboss? Und wo bleibt der Schweizer Peso-Don? Sehr, sehr nice ist meine Community in der Schweiz auch so am Start. Sehr, sehr wild. Danke. Also, legen wir los mit dem Schweizer YouTuber und seinem Video meine Top 10 Hypebeast Pieces. Let's go. Also, Livestream-Chat. Ich zeige euch jetzt meine Top 10 Hypebeast Items. Let's go. Also, Chat, ich bücke mich extra für euch, also Dedication ist da. Weirder Flex. Die ersten Schuhe da hier, das sind irgendwelche Yeezys. Die brauche ich ja im Alltag, darum sind sie jetzt nicht in der Schachtel. Das da hier, das sind irgendwelche Yeezys. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wie sie heißen. Auf jeden Fall, sie sind noch relativ oldschool und dann ist der Hype um die Yeezys noch nicht ganz am Boden gewesen. Ja, Real Talk, der Hype um die Yeezys ist wirklich nicht mehr das Wahre. Ich rocke selber nicht mehr Yeezys, aber bequem sind sie schon. Aber jetzt brauche ich zuerst nochmal einen ganz genüsslichen Schluck vom San Pellegrino Wasser. Let's go. Erstmal hier. Der Healthy Lifestyle wird durchgezogen. Aber auf jeden Fall, dass sie da die Yeezys, die brauchen ich ab und zu noch. Die gehen noch klar. Voice Crack. So. Real Talk, er ist fast so weird wie der Papa Platte, aber natürlich no front. Ich weiß nicht so recht, was ich von denen so halte. Sie sehen noch okay aus, muss ich sagen. Aber ja, ich sehe jetzt, das Zettel ist noch dran. Ich habe sie nicht ähnlich angelegt. Ja, das sind die ich auch noch habe. Also ich habe relativ viele Yeezys, muss ich sagen. Ja moin, ich lege sie nie an, ich habe einfach Yeezys daheim. Ja, Real Talk, ich habe auch hier noch ein paar Yeezys bei mir daheim, aber ich ziehe sie auch gefühlt gar nicht mehr an. Sie sind schon bequem, aber irgendwie das Yeezy-Game, das ist durchgespielt. Ein bisschen Abwechslung und zwar nochmal ein Yeezy. Aber immerhin ein 500er ist es. Das da hier, das ist schon ein schwarzer 500er. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von der Silhouette so halte. Real Talk, das Video, das ist ein bisschen auf Upper Red Style angelehnt. Mit den ganzen Sneakers und so. Aber von der Yeezy 500er, ja, weiß ich auch nicht so recht, was ich davon so halte. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Manchmal habe ich so das Gefühl, ja doch, ist noch nice, aber dann auch mehr, what the fuck, was soll das? Den habe ich auf jeden Fall auch noch hier. Ich weiß nur nicht so recht, was ich von dem so halte. Ah, hey, die ganze Zeit bücken, ich bin absolut der bückende Boss. So. So nicht, mein Junge. Das ist zu viel des Guten. Hier, da habe ich jetzt nochmal als anderes Hypebeast Item. Was? Ich finde, das Crème de la Crème ist ein ziemlich nice Colorway, obwohl ich den Pulli selber nicht so oft anhabe, weil ich nicht so à la Prinz Markus von Anhalt übrig aus. Ich bin reich! Oder auf Prinz Markus von Anhalt angelehnt. Ich muss sagen, ich finde die Farbe auch noch nice. Ein bisschen angelehnt auf die Farbe von der Sahne, die ich hier auf meinem Cappuccino habe. Aber Supreme fühle ich schon nicht mehr so, muss ich sagen. Ich finde aber eigentlich noch ein nices Piece. Vor allem finde ich die Farbe eigentlich noch ziemlich nice, muss ich sagen. Aber eventuell wollte ich ihn sowieso verkaufen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Von so einem Travis Scott Dunk. Also da der neue Travis Scott Dunk, den er rausgebracht hat.
Ey, das finde ich sehr, sehr, sehr wild. Ja, der Dank, der ist wirklich sehr, sehr nice. Das Einzige, was ich mir momentan nach dem Motto «Komm, mach!» gönne, ist der McLaren. So, weiter geht's. Für das nächste Item habe ich mir nicht müssen bücken, weil es too fire ist. Oh Mann, Alter. Das ist die Nike Off-White Kollaboration und zwar habe ich hier die Prestos. Oha, jetzt wirklich auf Hypebeast angelehnt. Und ich finde die, ganz ehrlich, das ist einer der nicesten Off-White Nike Kollaborationen, die sie jemals gemacht haben. Ja, da kann ich ihm zustimmen. Die Prestos, die sind sehr, sehr nice. Ich finde generell die Virgil Abloh mit Nike Kooperation und der 10 habe ich den sehr, sehr nice gefunden. Aber ich persönlich, ich fühle den Jordan 1er nochmal mehr. Also der rote Jordan 1er Off-White Nike, der ist sehr, sehr sexy. Aber auf jeden Fall no sexual. Hier ist Off-White Branding und nicht so ganz obvious, klar, hier mit dem Air auf der Seite, das finde ich gar nicht mal so störend oder so. Also der Rest finde ich einfach sehr, sehr nice und ich finde generell der Presto ist ja eine nice Silhouette und fühlt sich auch geil an. So, für die letzten 2 Pieces, das setze ich mir doch nochmal auf den Stuhl, auf ganz entspannt. Und zwar ist das zweitletzte Piece, das da hier, das ist ja Hose. Aha, mein Jung, jetzt sind die nice Pieces am Start. Das ist die Hose von der Project Worldwide Kollektion gewesen. Sehr, sehr nice, wie ich finde. Peso-Hose. Digga, das gibt es in der Schweiz tatsächlich auch. Und ja, das sind Peso-Hosen vom letzten Drop, also nicht vom aktuellen Drop, sage ich mal. Das sind Project Worldwide natürlich. sehr, sehr wilde Hosen, sehr, sehr nice Qualität, sehr, sehr chillige Hosen, wo man auf jeden Fall auch anlegen kann, wenn man mal irgendwo einen Paint-Job muss machen, irgendwo mal muss malen. Ich hoffe, es bleibt beim Paint-Job, aber auf no sexual angelehnt. Auf Maler angelehnt. Nein, also das sind wirklich geile Hosen, nice. Also ich bin zufrieden mit den Hosen, die ich hier habe. Und Ah ja, sehr, sehr nice. Danke dir, das freut mich sehr. Und jetzt das letzte Piece. Und zwar ist das natürlich ein absolut legendärer Hoodie. Und zwar ist das hier eben vom aktuellen Peso Line-Up, vom aktuellen Peso Drop, der Basic Instinct Hoodie. Also ganz ehrlich, der Pulli und der Print, der ist sehr, sehr nice gelungen. Da muss ich mir selber loben. Und im Gegensatz zu dem da hier ist das da hier eine ganz andere Qualität, wirklich ein ganz anderes Level, gefühlt auch doppelt so schwer das Teil, also wirklich ein ganz Monte würde jetzt sagen 540 Gramm. Aber der Pulli hat in der Preiskategorie schon eine sehr, sehr geile Qualität. Das stimmt natürlich schon. Danke dir. Dagegen ist Supreme von der Qualität her auf jeden Fall nicht, die haut auf jeden Fall da nicht mit. Aber ist natürlich auch nice, aber ich finde das da hier von der Qualität wirklich ein ganz, ganz anderes Level. Das da hier ist schon das qualitativ hochwertigste, was ich irgendwie so gefühlt besitze. Und also ganz ehrlich, auch Props an der Stelle. Das Design ist auch wirklich ganz, ganz wild. Danke dir, sehr, sehr nice. Es ist auf jeden Fall nicht darum gegangen, irgendwie zu flexen oder so. Es ist einfach darum gegangen, mal ein bisschen zu zeigen, was ich hier für Sachen habe. Und ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da und abonniert den YouTube-Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Mache ich natürlich ein Video daraus. Oder muss ich natürlich ein Video daraus machen, Chat? Oder? Natürlich ein Video aus den Livestream-Highlights machen. Das kann ich natürlich auch. Sehr, sehr nices Video auf ganz chilliger Basis ist das gewesen. Wenn man das so transparent zeigt und so ein bisschen wie Papa Platte aussieht, dann ist das gar kein Problem. No front! Ich trinke jetzt auf jeden Fall noch mein Cappuccino fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da. Checkt den Milo ab und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Peace!